Radio Nordseewelle, der neue Sender für die Küste, die Inseln und ganz Ostfriesland. Bisschen was Englisches auf die Ohren hier bei Radio Nordseewelle von Chaka Khan. I Feel You. Schöne Mittagspause möglicherweise noch am Dienstagnachmittag. Hier ist Radio Nordseewelle. Und ja, nicht nur was Englisches auf die Ohren gibt's, sondern wir spielen euch ja auch gerne mal plattdeutsche Musik. Haben wir gemacht, zum Beispiel von der Brungers Band. Und Plattdeutsch war und ist weiterhin wichtig, wird gesprochen bei uns in der Region, in Ostfriesland und an der Küste. Und es gibt eine schöne Aktion, und zwar von der ostfriesischen Landschaft. Septembermond ist Plattdeutschmond. Nun ist ja schon Ende September, 29.09. Haben wir mal die Gelegenheit genutzt und mal die Initiatorin, eine der Initiatorinnen eingeladen, Gretje Kammler von der ostfriesischen Landschaft. Moin. Moin. Wie war denn dieser Plattdeutschmond September 2015? Wie waren die Resonanzen? Was habt ihr so gemacht? Also der teinte Plattdeutschmond hat einen hell positiven Resonanz hat. Wir haben über 90 Veranstaltungen mit uns Plattdeutsch-Beobtrachten von der Freischke Kommunen zusammen organisiert. Wir haben über 400 Betrieben bei der Aktion Plattbiet Arbeit mit dabei hat. Also elke Dach ist in Ostfriesland irgendwo was Plattdeutsch gebührt. Und wie waren die Resonanzen der Leute? Hell positiv, also da gibt natürlich immer der sagt, nee, also was sei das mit der Plattdeutsche, aber die meisten sind hell begeistert, besonders wenn wir auch was mit Kindern und Junglü morgen, wie will ein Plattdeutsch ja auch geholfen und an der Junglü und Kinder wiedergeben. Ja, das ist ein wichtiges Ding. Ihr merkt schon, ne, Frau Gretje Kammler spricht Platt, ich spreche Hochdeutsch, einfach aus dem Grund, weil ich es nie so richtig gelernt habe. Ich kann so mit dem Broken kann voll, aber so richtig ein flüssiger Satz kommt bei mir nicht raus. Wie ist das bei den jungen Menschen? Wie viele Leute sprechen heute eigentlich noch fließend Platt bei uns an der Küste? Also man kann sagen, dass Umfragen von 2009, 2010, so wie es haben, dass 50% Plattdeutsch gut noch verstehen können, aber das sind so 30%, kann man sagen, die das noch wirklich gut broten können. Also und wir müssen dringend was tun, damit das doch so blifft. Ist das besser geworden jetzt? Sprechen mehr Leute Plattdeutsch, nachdem die Aktion es nun gab? Septembermond ist Plattdeutschmond? Also das merkt zumindest ob, also das wirklich auch, ja, wer mehr Plattbrot worden muss. Also das willen wir auch, dass der Lü wirklich nicht bloß sagen, ich kann Platt verstehen, wir willen ihm auch, dass er wirklich das auch broten und auch mit Kindern und Junglü. Und man merkt das, weil, dass er das wer mehr tun. Coole Geschichte auf jeden Fall, und wir sprechen gleich nochmal weiter über Septembermond ist Plattdeutschmond, eine Aktion von der ostfriesischen Landschaft hier bei Radio Nordseewelle, und vor allem ist das ja nicht alles gewesen, ne? Also nicht nur Plakataktionen oder Aufkleber, es gab ja auch eine coole Geschichte und gibt es weiterhin bei YouTube. Wir haben gleich den Star dieses Kanals hier zu Gast bei Radio Nordseewelle. Moin, hier ist Radio Nordseewelle mit mehr neuer Musik für Ostfriesland von Rudimental und Ed Sheeran, Lay It All On Me. Und es geht weiterhin um den Septembermond ist Plattdeutschmond. Eine coole Aktion, und zwar von der ostfriesischen Landschaft. Gretje Kammler noch bei mir im Studio. Es gibt ja besonders viele junge Menschen, die viel Platt verstehen, haben wir gerade gehört. Die Frage ist ja, wie viele sprechen es noch? Und vor allem, wie hat der Septembermond ist Plattdeutschmond, diese Aktion, wie hat das geholfen, Platt bei den jungen Menschen wieder ein bisschen mehr sexy zu machen, in Anführungszeichen? Ja, man kann was für das Image tun, indem man wirklich ganz direkt an der Junglü rantreten deit, und das machen wir mit der Plattdeutsch-Beobtrachten zusammen. Also wir haben die Junglü nöcht oder die Konzerten von der Matthias Brungers Band, von der Tüdelband. Das gab von der LAK Krumm Hören, ein großes Theaterspiel, wo wirklich ein Bild jungen Schauspielers mitspielt haben. Und ja, wir haben nun noch große Grundschulaktion, zum Beispiel in Obgern Scott, da hat der hele Schule zusammen Plattdeutschen Schulhymne kriegen von der Band ohne Noten, und da machen dann die Kinder und der Junge immer hell begeistert mit. Ja, das war das, was es jetzt ja gab, ne? In diesem Monat, der ist ja nun leider gerade vorbei, aber ich bin mir sicher, da kommt noch ein bisschen was. Kann das sein? Ja, da gibt es eigentlich immer irgendwas. Und Totengrot-Projekt, das ist Plattsounds, das ist von all der Landschgruppen und Niedersassen zusammen, und da können sich Junglü von 15 bis 30 Jahren die Musikmocken bewerben mit einem Plattdeutschen offen Late ob Sortefräsk. Und ja, wir sind gespannt, was davon kommt, und da kann man 1.000 € gewinnen, und man kann sich bewerben unter www.plattsounds.de. Ja, alle Infos findet ihr nachher nochmal auf unserer Radio Nordseewelle Facebook-Seite. Da stellen wir euch das alles nochmal ordentlich drauf. Und gleich sprechen wir mit Nele Sinning, Miss Lol Hey. Vielleicht kennt ihr die schon. Die hat einen YouTube-Kanal und hat auch mitgemacht bei dieser Aktion. Septembermond ist Plattdeutschmond gleich bei uns im Studio. Schönen Dienstagmittag, hier ist Radio Nordseewelle, 14.51 Uhr haben wir es. Ja, und angekündigt habe ich sie schon lange, und ich bin ganz stolz, sie jetzt im Studio zu haben. Nele Sinning, Miss Lol Hey von YouTube. Moin.
Moinsen. Grüß dich, sag mal, Miss Lol, hey, du heißt eigentlich Nele Sinning, 22 Jahre alt. Wie kommt man auf den YouTube-Namen Miss Lol, hey? Also Lol, hey, das ist eigentlich, Englisch, laughing a whole lot, eine Menge Lachen. Und auf Plattdeutsch heißt das Lagen an das Wort langweilig. Daher kommt es. Du hast diesen YouTube-Kanal, wir haben gerade mal geguckt zusammen, fast 900 Abonnenten schon. Also Leute, die dir folgen, die immer wieder deine Videos sehen, wenn du was Neues reinstellst. Oder man kann natürlich auch, ohne Abonnent zu sein, auf deinen Kanal klicken, Miss Lol, hey, bei YouTube. Wie kamst du denn eigentlich drauf, zu sagen, hey, ich bin 22, gelernte Tierarzthelferin, ich mache jetzt mal einen YouTube-Kanal, wo ich Leuten Plattdeutsch beibringe? Also das ist für 2 Jahre seit Anfang. Ich habe in Thun säten und auch irgendwann musste nur noch morgen. Und dann habe ich mir die Kamera geholt und habe einfach so ein Video gedreht. Und nach 1 Jahr habe ich dann das platt gemacht. Aber da bin ich nicht Sims gekommen. Da hat mich meine Mama drauf gebracht. Der hat dann gesagt, ja, mach doch auch mal bei der Platt, du kannst das doch. Und er sagt, nee, das kickt sich bestimmt kein einen an. Und dann dachte ich, ja, okay, löschen kannst du das immer noch. Und ja, dann habe ich das hochladen und nun waren der Videos 3-mal so Frau anklickt als der deutsche Videos. Wir haben dich ja auch verlinkt auf unserer Radio Nordseewelle Facebook-Seite, machen wir gleich auch nochmal, damit ihr auch schön mal den Kanal findet und mal guckt, was sie denn da so genau alles erzählt. Letztens hast du zum Beispiel irgendwas über Kuchen, meine Mutter hat einen Kuchen gebacken, deckt die mit dem Tuch zu und so. Wie reagieren denn die Leute auf dich? Also wie sind die Reaktionen der Menschen? YouTube nutzen ja meistens jüngere Leute. Wie sind die Reaktionen auf den Kanal? Also das ist eigentlich hell positiv. Also natürlich gibt immer alle Leute, die sagen, was ist das dann? Was magst du da? Aber eigentlich ist das immer positiv, was man so hören da. Ja. Und du warst nun mit dabei bei der Aktion September Mond ist Plattdeutsch Mond 2015. Wie war der Monat für dich von der Aktion, von der ostfriesischen Landschaft? Also das hat mir ein hellbild Spaß gemacht und ich habe auch ein hellbild Abonnenten dort gekriegt. Also vorher habe ich 500 Abonnenten. Und neu dazu. Ja. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wie geht's denn jetzt für dich weiter? Also ich meine, es ist ja ein Erfolg, ne? 900 Abonnenten hast du jetzt. Das geht ja wahrscheinlich weiter hoch. Und Plattdeutsch ist ja eine durchaus moderne Sprache, die von jungen Leuten, haben wir ja gerade gehört, gesprochen wird. Wie machst du weiter? Also ich will auf jeden Fall die plattdeutsche Videos wieder machen. Und die deutsche Videos, die wollen ja nur nicht so viel anklicken. Und vielleicht mag ich noch ein extra Dach in Weke, wo ich dann auch nochmal plattdeutsche Videos machen. Ja. Da sind wir gespannt und verfolgen das weiter. Schön, dass du da warst, Nele Sinning. Und auch Gretje Kammler von der Ostfriesischen Landschaft. Hier im Interview bei Radio Nordseewelle. Es ging um den Plattdeutsch-Mond. September-Mond ist Plattdeutsch-Mond und alle Infos gleich nochmal für euch auf unserer Radio Nordseewelle Facebook-Seite. Radio Nordseewelle. Wir lieben Ostfriesland.